Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterm Stammtisch. Freut mich wieder, euch zum Singen. Lasst Servus, mal, jetzt ganz am Anfang, lasst mal ein Abonnement, eine Bewertung, einen Daumen nach oben oder einen Irgendwas. Kommentar da. Wir möchten nämlich nicht mehr, das ist die zweite Folge, die mit Desperados. Ja, weil wir es ein bisschen verplant haben, irgendwie Bier zu kaufen oder so. Das ist die zweite Folge, die wir mit Desperados verbringen. Und Desperados. Tatsächlich haben wir das nächste Mal vor, dass wir Massen saufen, deswegen schreibt uns gerne einfach einmal in die Kommentare, was für Massen wir saufen. Wir sind aber nächste Woche... Ganz kurz, schreibt es bitte nicht rein. Desperados, machst du dann, glaube ich, Kotzi. Dann brauche ich ja 3 von denen Flaschen, gell? Ja, Beeindruckend. das Beeindruckend stimmt. eklig. Ich habe gestern mit Michel Salitos getrunken. Ja, das geht. Das finde Ich ich hasse besser. es. Ich hasse es. Welches ist das Normale? Das ist Agave. Das Normale. Ja, ich denke schon. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Gibt ja auch Salitos das getrunken. Blaue, das Grüne und schieß mich tot. Ja, das Grüne habe ich getrunken. Das Grüne. Ja, glaube ich. Oder ist das normale Dunkelgrün? Weißt du, was Das Normale schaut Dunkelgrün ist? aus wie Desperados. Ah, no, it wasn't Desperados. It was more like Solitos. But das war... Hat das Bier auf Farbe gehabt? I don't know, I didn't see it. Das war eine fucking Dose, Alter. Was ist denn los? Die Dosen war grä und da ist Agave drauf gestanden. Und das war zum Kotzen. Das Original Salitos ist, glaube ich, schwarze Dose. Ich habe keine Ahnung. Ja, Das ist ja es wurscht. ist Ist auf jeden ja Fall, es komplett war reidig, wurscht. es war widerlich, aber ich glaube mit der Limetten hätte es geschmeckt, aber ansonsten war es reidig, es war widerlich, ich möchte es nie wieder saufen, außer ich liege bei 30 Grad am Strand und das Ding ist eisgekühlt. Dann sauf ich es gern. Ich hätte wieder Bock auf ein Gursmaus. Ich hätte echt einmal Bock auf ein Schneemaus. Oder so, Sag ich ja. dir ganz ehrlich. Sprite mit Vanilleeis und Korn. Aha. Okay. Bodenlos. Ich habe schon lange nicht mehr so einen verstörten Blick von der Annabelle gesehen. Ja. Ich glaube, das letzte Passiert. Mal, als dein Pimmel zum ersten Mal gesehen hat. Nee. Ach man, ich hab's mir lustiger vorgestellt. Ich hab gedacht, da lacht jemand von da hinten, aber na. Danke, da hinten. Ich nicke bedrückt. Ja. Das Wahrscheinlich, wenn er sein Pferdeprügel so auf Bank gelegt hat. Du hast das Ausrollen vergessen. So die Eichel muss sich so ausrollen. Also, so richtig schön. Ja. Ja, du musst Wie geht stressig, das dieser- wieder zusammenzufolgen. Wie geht dieser Scheißspruch mit dem, so wenn ich da meinen Schwanz auf den Buckel hau, dann schaust du aus wie ein ägyptischer Bambusträger? Kennst du es nicht? Ich hätte schwören können, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich hätte schwören. erzählt. Okay. Ja, der ist gut, den merke ich mir. Der ist amüsant. Ja. Ja. Nach wie vor der einzige Mensch, wo ich behaupten kann, dass der Pimmel, also niemals sagen kann, dass der Pimmel klar ist, also der Michel. Ja. Der Das Michel stimmt. das alles sehr dominant präsentiert. Keine Ahnung, du möchtest einfach nur im Pool springen. Das ist so komplett. Einfach nur im Pool springen. Schön. Dann gehst du aus deinem Boden aus, dann steht der Typ nackt vor dir in der Küche. Denkst du nichts dabei, dann dreht er sich um. Dann musst du erst mal auf den Boden schauen. Dann denkst du so, okay, jetzt Der hab ich alles Schatten- gesehen. Nee, kommt das sage dich ich, holen. nee, das sag ich jetzt nicht. Er kommt dich holen. Ja. Na, schön. Das ist der Wahnsinn. Eigentlich haben wir schon gesagt, was wir trinken. Oder? Ja. Das ist korrekt, Thomas. Das ist schon wieder du das hast super aufgepasst. Ja, wir haben es ja gesagt, aber wir haben ja nicht gesagt. Also ja, wurscht. Ist ja egal. Ja. Desperados haben wir gesagt. Desperados. Ja. Sí. Sí, una cerveza, por favor. But not this stupid crepe desperados. Ha. Bring me a real beer. Ja. Na? Hey, also ganz kurz. Da steht 99,4% Bier und 0,6% ist Agave. Wollte ich nur angemerkt haben. Ich glaube, Agave ist mein neues Koriander. Also, ich meine, ich hasse Koriander. Ich mag's. Ja, Hast du aber Pech. er schmeckt wie Surfen. Tut mir leid.
Anscheinend habe ich dieses Enzym, über das so viel diskutiert wird, das schmeckt nach Surfen für mich. Und für mich ist Agave genau der gleiche grüne Dreck. Schmeckt jetzt nicht direkt nach Surfen, aber schmeckt halt auch nicht gut. Ich finde, man kann das schon mal trinken. Ja, und wenn sie uns sponsern, dann hätte ich jetzt auch nichts dagegen, dann das wahrscheinlich überall hochloben. Wir geben ehrliche Meinungen ab, Thomas. Außer wenn es ein bayerisches Bier ist, weil dann schmeckt echt fast jedes. Das stimmt. Ich glaube, ich habe selten schlechte bayerische Biere getrunken. Oder? Also, Mir würde das auch keinen Sinn fallen. also mir Jetzt das irgendwie schnell. mir da das Gutmann einfallen. Muss ich nicht probieren. Das, wo wir in Kam getrunken haben, das Mühldorf. Achso, ja. Gott, Das war jetzt- ja, es hat es schon- war okay, es war in Ordnung. Zum Dummmacher hat es gelangt, aber es war jetzt nicht. Zum Blödmacher nicht. Ja. Ja. Nein, zum richtig Blödmacher, da habe ich dann auf Wodka Bull umsteigen müssen. Oh, Kamerafahren muss nachschauen. Ob das alles passt. Ja, ja. Ja, ich guck die ganze Zeit auf euer Gesicht, aber ich glaube, dass mir das täuscht. Du kannst einfach den Bildschirm auch zu dir umklappen, dass du besser hiesigs, gell? Der muss nicht so stehen bleiben. Aber dann, Dieser Finger da Ja. gerade oben drauf. Das sind die chirurgischen Hände, die nicht zitternden. Genau so hat es ausgeschaut. In der Kamera oben ist ein großes Loch, was sich im Finger rein hat. Falls ihr es nicht gewusst habt, alle Kameras haben Löcher. Na, das ist schon der Wahnsinn. Aber heute gibt es eine kleine Änderung. Es gibt keine Grantler-Minuten. Na, Wir haben tatsächlich nichts zum Beschweren. rein gar nichts. Wir haben so viel, aber wir tun es nicht. Sonst müssen wir den Podcast neu aufnehmen. Sonst müssen wir dem Kevin heute um 2 in der Früh sagen, du Kevin, Black Laffen, ich kann den Podcast nicht so zuschneiden, dass er irgendwie kindergerecht oder erwachsenengerecht ist, weil ich da so viel Fluch und so viel Dinge gleichzeitig beleidigt habe. Ja, Kakteen vor allem. Diese scheiß Kakteen. Was ist die Mehrzahl von Kaktus? Kakteen? Kaktussi. Wow. Danke. Bitte. Ich hätte noch einen rassistischen Chinesenwitz für die, wenn es den hören möchtest. Da habe ich nicht. Nein. Will er hören? Ich glaube, in unserem späteren Das artet schon Arbeitsleben, wieder aus. ich glaube, in unserem späteren Arbeitsleben wird dieser Podcast so zu unserem Verhängnis. Ist noch nicht. Oh, da hat sich jemand bei uns beworben. Ach, der Kevin hat sich bei uns beworben. Ja, dann googeln wir den gleich mal. Video haben wir einen Podcast. Hör mir mal rein. Hören wir mal rein. 130 Stunden später. Ich möchte nicht bei mir haben. Ich will nichts mit diesen Menschen am Hut haben. Ja. Na? Ist korrekt. Schön, dass du schon wieder so viel trinkst. Du musst dir den einteilen. Ja, Durst. Ich auch. Aber manchmal muss man halt ein bisschen leiden für die Kunst. Und der Podcast ist gerade die Kunst. Woher willst du nicht wissen, dass ich durch meinen Pullover einen kleinen Strohhalm habe, wo Whisky Sour hinten auf dem Rücken in einem 5-Liter-Kanister irgendwie dran pappt, Ja, warum saust du denn so viel? weil irgendwie was spüren muss? Und das soll ja nicht auffällig sein. Deswegen nehme ich jetzt meine Vape und ziehe gleichzeitig an diesem Strohhalm. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kommen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr backt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr daher. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Ist nämlich so geil. Lecker. Wow. Ich dachte, du spielst jetzt mit, weil du hast dich vor ein paar Podcasts beschwert, dass ich nicht mitspiele oder sonst irgendwas. Ich weiß irgendwie nicht, wo ich erfinde. da jetzt mitspielen hätte sollen. Darf ich auch einen Schluck haben? Ach so, ja, cool. Okay. Sollen wir das Szenario nochmal einleiten? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Darf ich auch einen Schluck haben? Fick dich. Bitte? Nein. Kevin, warum Von spielst du was nicht denn? mit? Was ist denn los? Von was? Ich hab nichts am Wirklich? Buckel, du Wichser. Welche Verantwortungen hast du denn jetzt? Mann. Ja, ziemlich früh. Besonders in der Nacht. Wenn mich meine Dämonen heimsuchen und die in meinem Bett nichts machen kann, weil das Einzige, was aktiv ist, mein Hirn ist.
Ich glaube nicht mal das. Ihr zwei Arschlöcher. Ja, mei, was soll man machen, gell? Also, das ist ja einfach so. Ich meinte mein kleines Hirn. Besser? So groß. Na, das ist mein Pimmel. Mein Hirn ist so kleiner. Entschuldigung, vermessen. Hab mich vermessen, es tut mir leid. Ja, ist okay. Alles Ja. gut. Das ist die Bitch, dass er lacht, Alter. Das ist brutal. Was fällt der da ein? Ich habe eine Aufgabe und das ist, dass der Podcast scharf ist. Und ich glaube, meine Augen Das ist ja rein, weil ich drauf bin. Ich hab den nämlich voll verarscht. Ja. Die Kamera ist nämlich auf manuellen Fokus eingestellt. Auf Wenn das Ding Emanuel. Ja, auf Emanuel. Wenn das Ding unscharf ist, dann ist der Nico gefeuert. Ja, Thomas, Nico ist doch nicht da. Ja. was hast du am Wochenende so gemacht? Oder unter der Woche, ist ja wurscht. Ja, am Wochenende tatsächlich nicht viel. Schön. Aber unter der Woche habe ich hier rechts und links und rechts und links. Und Gewichte am ersten- gehoben. Nein, das habe ich erst gestern wieder. Okay. Gestern habe ich angefangen wieder. Ja. Aber stabil, 3 Monate nicht trainiert, aber von den Gewichten her überhaupt nicht stagniert. Das ist irgendwie crazy. Ja, bei mir tatsächlich schon ein bisschen. Alter, ich bin hingekommen, habe mich wieder mit 60 Kilo aufgewärmt. Das war, Ich mit meinen normalen 40, also 10er Platten drauf. ja, passt ja auch. Und dann habe ich mit 2,5 probiert, nochmal extra drauf, also auf 12, 45. 5, ja. Note. Hat hingehauen? Das schaut wie so aus. Ernsthaft? Das wollten, also ich habe davor, da war jetzt die ganze Zeit belegt und alles mögliche im Gym. Und dann habe ich das relativ am Ende gemacht. Ja. Ich weiß, du hast gesagt, du möchtest nichts mehr mit ihm zum Tor haben, aber sehe den anderen Typen noch mehr. Oder im wegen seinem Testo. Ich darf da den Ja, aber Kontakt wenn dann- übernehmen, du musst wenn nichts mit dann- ihm zum Tor haben. Wenn dann das Doppelte, bitte. Ja, ich darf ihm auch nicht sagen, dass es für die ist. Ich darf ihm sagen, dass es für mein, Hund? ja, danke, wundes Thema, immer noch. Entschuldigung. Autsch. Ratte. Irgendwie, nee, das war jetzt nicht überlegt, das tut mir leid. Ja, komm, also, ja, man, Lilly war schon eine Ratze, aber die beste. Ja, aber so war es nicht Die gemeint. beste, ja, ich weiß, ist doch alles gut, ich nehm's da nicht besser. Das kam zu krass aus der. Nee, Entschuldigung. Nee. Das. Willst du Nee. jetzt Katze sagen? Nee, Auch noch ein wundes ich Thema. wollte Bierbeiner sagen. Ja, das ist schlecht. Mein Bierbeiner ist nämlich geklaut worden. Mein Dosenbierbeiner. Ernsthaft? Natürlich. Von? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Ku Klux Klan, was weiß ich. Wie nochmal? Kuckuck-Klan. Ku Klux Klan. Kuckuck-Klan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ku Gluck-Gluck-Klan. Klux Klan. Ich glaube, wir hören uns die gleichen Roben, machen alles klar, wir machen alles gleich und nennen uns der Gluck Gluck Clan. Aber haben dann hinten einfach eine fette Bierdose oder so Ja, drauf. Ja. ja. Oder ein Trichter. Nein, wir haben einfach überkreuzt. so To-Go-Fass, so 10 Liter Banze, wo dann der Schlauch nass geht und wir laufen damit durch die Gegend. Und jetzt, wenn uns jemand anfragt, ob wir Rassisten sind, sagen wir, nein, wir sind Trinker. Oder so Trinksäulen auf dem Rücken. Oh ja, also 5 Liter Wodka Lemon und du hast so 5 Liter Skinny Bitch mit Moorsirup und wir tauschen die ganze Zeit Schläuche. Wenn ist bei mir Tequila, oder? Tequila ist da. Mit was kannst du eigentlich Tequila mischen? Was sind so geile Tequila mischen? Gibt ganz viel. Tequila Sunrise, Kenn ich Sunrise, nicht. Tequila. Kenn ich nicht. Aber danke für die Auskunft. Ja, was denn? Nein, es gibt. Entschuldigung, aber wenn es mit den ganzen Alkoholsorten, mit den ganzen Cocktails irgendwie mithalten möchtest, das siehst du nicht mehr. Also das siehst du nicht mehr aus. Für mich gibt es ein Bier, da gibt es ein Haze, da gibt es ein Weißbier, da gibt es ein Dunkles. Hast du was mit Agave gerade gesagt? Ich habe Margarita gesagt. Margarita. Kinder müssen es nur mehr machen. Es gibt Paloma. Paloma. Vor allem genau mit der gleichen Hirnverarbeitungsdauer hier. Komplett. Wow. Weil das ist, finde ich, lustig. Batanga. Batanga. Fuck, ich musste zu viel lachen. Ich konnte es nicht mehr Ja, alles gut, halten. alles gut. Ja. Ich mag Tangas.
Nein, ich war mit Los Brutales. Was? Was denn? Habe ich schon wieder was Blöds gesagt? Der Thomas mag Tangenten. Na, was? Was ist das? Ich weiß das nicht, das ist mir gerade irgendwie eingefallen. Ich habe das irgendwann mal in der Schule gelernt. Du bist also Tangent 008, Alter. Nee, ich bin eine Tankente. Es ist eine Gerade, die eine Kurve oder einen Kreis in genau einem Punkt schneidet, ohne sie zu durchqueren. Anscheinend habe ich doch ein bisschen Hirn. Aber ich wusste Na, nicht, was was das heißt. für Ich habe Hirn? hab mir dieses Wort gemerkt in meinem Schädel, Wann der hättest du das? so klein ist. Sag mir, wann du das jemals gehört hast. In der Schule, Mensch. Wie soll ich denn das jetzt zeigen? Da ist der Beweis gewesen. Hast du gehört? Gut. Also Entschuldigung. Also. Ja. A Quadrat plus B Quadrat und so, gell? Das ist gleich C Quadrat. Ach echt? Leckt mich am Arsch. Gerne. Hätte das der Einstein gewusst, dann hätte er vielleicht schon was in seinem Leben gerissen, der Depp. So, ja, ich war letzte Woche unterwegs mit Los Brutales. Wir waren am Mittwoch in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht mehr, wie das Dorf heißt. Auf jeden Fall war mein Most Spot Festival, glaube ich, hat es geheißen. Oder, ja. Ja, und da haben wir Most gesoffen. Hast du schon mal Most getrunken? Ich habe schon mal da verkehrt, aber Apfelwein. Weiß und rot. probiert, glaube ich, schon. Man genügt dran, aber jetzt selber nicht komplett gesoffen. Also ich fand ihn überraschend gut, für wie wenig ich erwartet habe. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nichts, wo ich sage, ich sauf mir da den ganzen Tag die Hocke voll und werde dumm davon. Verstehe ich. Dann bleibe ich lieber beim Bier. Ja. Ja. Ja, ist gescheiter. Genau, dann waren wir da. Ja, ein bisschen gefilmt, wenig gesoffen, leider, Hotel geschlafen. Nächsten Tag waren wir dann im Westendorf. Und da habe ich mir dann relativ schön mal wieder volllaufen lassen. Das war mal wieder geil. Ich hab Bock gehabt zum Arbeiten und gleichzeitig Bock gehabt zum Saufen. Und ich habe beides parallel, glaube ich, zum ersten Mal seit langem wieder geschafft. Das ist Weil ich habe stabil. nie aufgehört, Bier zu trinken. Ich habe mir so 2 Bierflaschen während einem Auftritt parat gestellt, bin die ganze Zeit hin und her gefetzt. Und jetzt mal, wenn ich durch den Backstage durch haben müssen, Einmal ein Stückchen. da ist halt und dann war es halt irgendwann einmal leer und dann hat es die Den nächste hier. gegeben und dann war Und dann war es weg. Und dann war es war weg. es schön. Und dann war es aus. Und dann bin ich nur raus, dann ist der Luca Dante Spadafora gekommen. Ja. Dann bin ich bei dem noch gestanden und dann so Mädchen, so abgegangen, weißt du, Ja. Alter, der ist reingekommen, gell, der war den ganzen Tag nicht da. Wir hocken den ganzen Tag schon im Backstage wie die besten Penner, gell. Weil ich muss ja keinen Soundcheck oder sowas machen. stimmt, ja. Kommt er mit seinem DJ-Pult, sein Mikrofon, da muss nichts machen. An Soundcheck-mäßigen kommt er vorbei, kommt rein, servus, grüß dich, schlagt alle ein, geht dann auf die Bühne, macht das ja schon und verpisst sie wieder. Das ist ein Leben, es ist nett. Ist schön. Und der hat ja nichts dabei, der hat EM dabei, dann einen Typen und seine Freundin, glaube ich, war das, oder irgendein Madel war noch dabei, die ganze mit dem Handy gefilmt haben. Da brauchst du ja nicht viel. Du bist ja dein eigener. Stell mir voll langweilig vor, wenn ich nicht mit mindestens 10 Leuten unterwegs bin. Du musst ja nichts aufbauen. Ja, aber schau mal, wenn ich jetzt mit. Du musst ja rein theoretisch, wenn DJ-Port oder was, das musst anstecken, die 2 Kabel, und dann aber steckst du einen wenn USB-Stick rein, dann bist du fertig. Ja, aber wenn ich sag ich mal, so einen Status erreicht habe wie er, dann lade ich aus Prinzip meine Spätzle mitbringen und da mir, also gut, ich bin ja auch noch in einem Alter, Ja. wo ich sage, ich mache das gern, aber wenn ich dann so Gigs habe, dann fahre ich da mit meine Spätzle hin, sauf mich komplett behindert, spiel da lass da mein DJ-Show da, weiß ich nicht, ob das viel Aufwand ist, keine Ahnung. Und da weiß ja nicht, ob der noch irgendwie danach irgendwie noch einen Gig drauf hatte oder am nächsten Tag, wo er hinfliegen muss, weißt du auch nicht. Ich darf mich ausnahmslos jeden Tag gottlos besaufen. Und du baust dann irgendwann eine Leber auf, wo du am nächsten Tag einfach aufstehst und tust, das war nichts gewesen. Natürlich, der Schädel das brummt dir kommt dann das mit weh. 40 oder 45 sowas, dann ach, mit 40, scheiße, irgendwie 45. tut's mir da weh. Ja, Irgendwie bin ich so aufgeschwemmt. das bisschen Fettleber da hat mir keinen umgebracht. Also, Ich glaube nicht. ja, was denn? Korn umgebracht, Echt, das bisschen Fettleber, ja. Leberzirrhose. Was das sind? Was für Leber mit Hose. Was für Leber mit Soße? Mann. Ich sollte ein bisschen aufhören mit diesen Dad-Jokes.
Auch wenn ich es witzig finde. Bitte, lass es. Na, Schmarrn, bitte lass es niemals. Ja, das ist zu witzig. Ja, ich will nur weiter schreiben. Na, Ja. auf jeden Fall, ich darf das durchzählen. Mir scheißegal. Ich Ja, erinnere also- dich dran. Nein, nie mit 40, 50, wenn ich schon fett lieber hab, dann ist das ein bisschen blöd, aber ich meine, jetzt wo ich in dem Alter bin, jetzt stell dir mal vor, Wenn von du heute diesen auf morgen- Lifestyle hättest, Ja, quasi, okay. ich erinnere, also ich schwöre dir zu 100%. Ich habe mit dem Engler einmal das Gespräch geführt und habe gesagt, also, wenn ich reich bin, dann werde ich mich jeden Tag besaufen und nicht mehr arbeiten gehen. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt so, du, wenn ich reich bin, werde ich mich nie wieder besaufen, weil ich möchte den Moment genießen. Und er hat gesagt, daran halte ich dich fest. Du dummes Arschloch, weil du bist der größte Alkoholiker von uns. Und ab dem Punkt, Ja, wo du aber- eine Woche lang alles erlebt hast, was du erleben wolltest und dir gekauft hast, was du kaufen willst, dann willst du wieder totsaufen, du blöder Wichser. Jetzt kommt meine Ding. Ja. Er weiß, dass er nicht reich werden wird. Goddamn. Ja. Da muss er es haben. Und der Engler hat es da. Und es geht ja auch irgendwie in den Kopf. Und Kevin ist am Zapfhahn geboren. Der Engler ist am Zapfhahn geboren. Er ist der Zapfer. Du bist auch der du bist der Zapfhahn, er ist der Zapfer. Nee, das ist irgendwie komisch. Ja. Ich möchte nicht, dass er meine Genitalien rumbiegt. An deinem Sack steht den Schaum einstellen. Ja. Die Stärke des Strahls. Kevin, gib mir deine Kinder. Ich will betrunken werden. Oh Gott. Mit die Bubensahne. Was war das gerade? Gib mir die Bubensahne. Ja. Okay. Nee, ist nett. Ich find's witzig. Na, Ja. was ist bei dir letzte Woche so gelaufen? So? Mal dies, mal das. Gesoffen. Wann hast du dein letztes Bier getrunken? Gestern. Davor? Gestern. Vorgestern. Vorgestern. Okay, du hast also jeden Tag seit dem letzten Podcast ein Bier getrunken. Freitag. Ja. Stimmt. Das war's. Was haben wir aufgeschrieben? Achso, ja, tut mir leid. Du, mein Hirn ist ein bisschen totgesoffen vielleicht. Na, wir waren am Freitag bei einer guten Freundin. Der hat so einen Hof, weißt du, wo so Tiere leben, Thomas. Nee, ich weiß nicht, was ein Hof ist. Ich Okay. hol mir ein Steak auf aus dem Supermarkt. Vom Superhof. Und Kühe sind lila. Mit weißen Flecken. Und sie können reden. Und sie heißen nicht Paula. Fuck. Sie heißen Milka. Ja, na komm. Ja, na, auf jeden Fall, was war das, ein Gockel, gell? Ja. Nee, ich musste mal nachfragen. Ja, ungefähr so. Die schlacht ich ja gleich. Das ist ein richtig schöner Timmy-Moment gerade wieder. Der war super schön. Na, auf jeden Fall, dieser gewisse Gockel ist etwas lautstark und beschwert sich gerne, auch mal sehr schön in der Früh. Und da haben wir uns entschieden, dass der jetzt mal einen auf den Sack bekommt. Du kannst nicht sagen, ihr kriegt Doch. alle auf den Sack, wenn du sein Dasein beendest. Und nicht auf den Sack kriegen ist keine Ahnung, was weiß ich, Foltermethoden seine Fingernägel rausreißen beim Menschen. Keine Ahnung, was das so Äquivalent ist es halt mit den Tieren, der war schon, das hört sich alles so scheiße an, reif genug. Ey, du hast mich vorhin Morgen zu dir aufgeweckt, Alter, Kopf. Na, das nicht. Nicht so, ich habe ihn erstmal gefangen, habe ihn gestreichelt. Kevin? Ja, Ich habe nicht gewusst, dass du so aktiv daran beteiligt warst. ich war aktiv beteiligt. Aber auch passiv. Du warst aktiv an dem Mord eines Tieres. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr ein Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Joe, gell? Ja? Nur weil ich das einmal gesagt habe. Vielen Dank, geht raus an die Bres. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Also man muss dazu sagen, der ist natürlich in einem normalen Rahmen geschlachtet worden. Ja. Ja gut, das ist ja ganz normal, wenn du Also das im Hof wirklich. ein Viech hast, was alt genug ist, dann schaust du da schon mal, dass das wegkommt. War der ein Lorderhahn? Ja. Ja gut, dann ist ja eh. Der letzte seiner Art. Die anderen hat alle der Fuchs geholt. Die anderen hat alle der Ja. Fuchs geholt. Okay, ja gut. Ja, was möchtest du denn dann machen? Wenn der Hahn, also das heißt Fleisch, weißt du, da hat der Fuchs auch keinen Bock drauf. Machst du da gescheites Gulasch draus.
Das ist das laufendes Leben. Möchtest du nur sterben lassen? So, da war wenigstens von einem ziemlich... Darf ich noch fertig erzählen, oder wie schaut's Ja, da klar, aus? Entschuldigung. Tut mir leid, ich würde nur verzeihen, dass er von Trink den mal Menschen... lieber was, du verdurst ja schon was. Nur verzeihen, dass er von den Menschen, die ihn geliebt haben, umgeben war, als er gegangen ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja, reden Ja. weiter. Und auf jeden Fall, ich war das allererste Mal tatsächlich bei so einer, ich wollte kurz was Falsches sagen. Also ich habe es mir anders überlegt. Bei einem, es hört sich alles kacke an, was ich sage. Schlachtung. Ja, bei der Schlachtung dabei. Ich wollte schon Hinrichtung sagen, falls ihr es wissen wollt, aber das ist ein bisschen blöd. Viele Leute wissen nicht, dass 1977 nicht das letzte Mal war, dass die Guillotine benutzt wurde. Aber dann fachgerecht geschlachtet und alles mögliche ausbluten lassen. Ja, was? Das ist halt der Werdegang. Naja, war das Erste, was ich dachte, habe, als du fachgerecht gesagt hast, ist fachgerecht entsorgt. Ich habe mir gedacht, so, okay. Wird jetzt... Genau, dann war das Gerät ausgeblutet. Das schaut mich nicht so an, du Wichser. Auf jeden Fall durfte ich das allererste Mal das Hähnel dann rupfen. Ja. Die Federn und so, weißt du. Schön. Das war tatsächlich sehr interessant. Ich war da sehr... Ich halte meine Fresse, bitte. Bitte nicht weiter. Ich versuche noch nicht die ganze Zeit zu blahen. Ich möchte dich ausreden lassen. Es tut mir leid. Ja, was war für mich tatsächlich sehr interessant, mal da irgendwie dabei gewesen zu sein. Ja. Und da den ganzen Prozess bis aufs Kochen, leider Gottes haben wir nicht geschafft. Hast du es dann? Ja, Entschuldigung. Ich habe gedacht, das war eine wichtige Regiemeldung. Aber es war halt, sie hat einfach nur geschrieben, du musst dir vorstellen, der hat ihn gefangen und dann gerupft. Ich habe geschrieben, er hat den Fanger gestreichelt die ganze Zeit. Ach so, Und ja. dann hat er ihn gerupft. Ja. Mei, Ja. so ist es. Ja, die Hälfte von dem Text wieder nicht. Aber war interessant mal zu sehen, auf jeden Fall. Zu machen, meinst du? Auch. Ja. Schön. Ja. Ein bisschen Nee. okay wie Sau. Genau. Na, schön. Ja. Das freut mich, Kevin. Ne? Hast du auch mal ein bisschen deine Erfahrungen gemacht, gell? Es gibt schon alles, geht schon. Das Also Mal ganz sagt man kurz, so gut. ich bin immer noch scharf auf die Wachteln, die sie hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wachteln, die kleinen Wachteln. süßen Viecher. Ja, die schmecken saugut. Ja, gut. Wenn es nach Red Dead Redemption gegangen hat, dann da die Fangerhäuser dran und dann mein Ding überziehen. Das reicht, wenn du 2 Finger benutzt bei denen. Ja, ich weiß. Das langt, wenn du so einmal auf den Zeher drauf steckst, dann fand ich schon tot um. Na, da ist schon platt, da ist von einer Kurve. Na, ist das Plätze. Ja. Na, bitte mach weiter. Ich bin fertig. Hörer Echo, da scheiß mal drauf, weil wir keine Kommentare bekommen. Annabelle will es netter sagen. Der Volk? Das haben wir, glaube ich, nicht abgeändert. Das steht schon ewig so dran. Ah, okay. Ja. Ja. Mei. Aber stimmt. Ja, auf jeden Fall Hyde ist unser Hauptthema. International CS Bayern. Na, Ich wollte Versus schreiben, Mann. Ja. Kevin, oh nein. Soll ich es noch schnell abändern, du Wichser? Na, versus Bayern. Danke. International versus Bayern. Und wir haben 3 Diskussionspunkte mal wieder. Genau. Und zwar, jetzt machen wir International versus Bayern Essen. Die Essence Edition. Kevin? Ja. Machen wir Frühstück, Mittag, Abendessen oder? Ja. Ja, was so? Da die machen, ja. Aber gut, machen wir das konventionell oder machen wir das so, wie es mir halt fressen? Wie es wir halt fressen. Okay. Gut. Frühstück. Weißwurst. Sowas von. Mit einem Weißbier. Und Brezen. Ja, ich muss schon sagen, es ist schon ein geiles Feeling, wenn du in Amerika oder sowas hockst und dann einfach Bagels frisst in der Früh und dann Kaffee dazu oder ein Strawberry Frappuccino in Venti mit... Ja. Du blöde Bitch. Alter. Man darf auch mal genießen. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Ich hab's gesehen. Seit Jahren hält sie mir das vor. Ja. Also seit einem Jahr, aber es ist jetzt schon länger als ein Jahr her, deswegen Jahren. Ja, na. Little Lady. Lele. Arschloch. Na, also wie gesagt, Bagels und sowas sind schon geil in der Früh oder sagen wir mal Bacon und In Spiegelei Amerika und kriegst du ja eh alles in der Früh.
Da kannst du zum Red Lobster gehen und kannst dann erstmal ein Hummerschwanz-Sandwich Oh, das nächste Mal gehen wir gönnen. mal zum IHOP. Das ist eine richtig schlechte Waffe. War ich schon da, ich finde den gar nicht Ich so war schon- geil. Ich war auch schon im IHOP. Ja. Aber Wenn, so dann würde ich Pancakes und schwör's Waffeln, dir, boah. Red Lobster würde ich gerne gehen, da war ich noch nicht. Mhm. Und die haben richtig geile Sachen. Richtig pervers. Ist geile Red Lobster Sachen. so eine Marke, die Red Lobster heißt, aber kein Lobster hat? Nein, die haben nur Lobster, so ziemlich. Ah, okay. Ja. Ist ein bisschen pricey, aber es geht noch klar. Okay. Ja. Bisschen pricey, was war's bisschen pricey? Ich habe die Preise nicht im Kopf. Okay. Ich glaube, ich habe mir gestern einen 15-Stunden-Monolog vom 15-Minuten-Monolog von Michel anhören müssen, wie scheiße er es findet, dass der Burrito in Dates jetzt 15 Euro kostet. Taco Bell kommt nach München. Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Ich finde Und es der so Michel, geil. Michel hat gesagt, da, ich möchte das Taco In Bell Riemer unbedingt. Karten kommen sie. Ja, und nur einen anderen Standpunkt, also zwei kommen nach Minga. Der Michel hat gesagt, er möchte unbedingt Taco Bell ausprobieren und sage, ja, die kommen nach Minga. Dann hat er gesagt, oh geil, dann können wir ja da zusammen hier und sowas. Und ich so, ich finde Taco Bell scheiße. Ich habe mir auch gesagt, ja, also, du hast da wahrscheinlich zweimal das gleiche bestellt. Ich so, ja, ich war mit 5 Jahren Abstand, 2 Jahre Abstand, zweimal in Amerika und habe zweimal exakt das gleiche bestellt. Ich glaube, das ist tatsächlich passiert. Was schaust du mir so an? Ich liebe Taco Bell. Ja, das freut mich für die. Ich habe es jetzt echt nicht so dramatisch geil gefunden. Du musst Ehrlich das Gescheite bestellen. Ja, das nächste Mal bestell. Hättest du auf den Amerikaner hören sollen. Du, Pisser! Du hast deins bestellt, dann habe ich dich gefragt und du bist pissen gegangen. Entschuldigung, dass meine Blase voll war und ich mein... Und ich habe nur so ein paar deutsche Hurensöhne hinter mir stehen gehabt, die unbedingt an diesen scheiß Counter drauf wollten. Dann habe ich keine Zeit gehabt zu warten. Pech. Ja, der deutsche. Ja, weißt wie die Mann. Ja, genau. Also, wie gesagt, das gibt's brutal viel. Ich glaube, das ist ein bisschen. Es ist fast schon klischeehaft, dass wir das Bayerische nehmen, glaube ich. Ja, aber es ist geil. Und das Aber schau mal, isst man immer noch früh. Weißwurst, Brezen, Was Senf. wird's sonst geben als bayerisches Frühstück? Brotzeit, Ja, Brotzeit, oder sowas, ja. ja. Ja, Brotzeit ist an sich eher Abendessen, und das gibt es ja in der Ja. Früh auch, von dem her ist das scheißegal. Oder Wurstbrot oder irgendwie sowas. Ja, Mit Lebwurst. mei. Lieber Kostümi. Ja, das ist ja Mittagessen. Oder? Ich friss das schon gerne in der Früh. Bruder, ich friss alles in der Früh, aber Ja. mir geht es jetzt um die. Ja. Ne? Ja, verstehe. Mittagessen. Da ist jetzt, ob wir das essen würden oder Ja, was. ein bisschen bayerischer Schuh. Ja, was halt, also. Mittagessen ist halt die Frage so. Was isst man zum Mittag? Kannst du alles zum Mittag fressen? Ja. Aber es gibt nur eine Variante, die samstags relativ eine Tradition bei dir jetzt auf jeden Fall ist. Ja, Ja, Schweinsbraten. Schweinebraten auf jeden Fall. Ja, da Ja. bin ich großer Fan. Aber komm mal auch zum Abendessen essen, Ja. finde ich. Aber das ist halt die Sache. Weil da gibt es halt wiederum Sachen, die international, so wie als auch in Bayern geil sind. Ja. Steaks. Ja, aber es wäre Burger. für mich eher Abend. Ja. Deswegen habe Okay, ich nehmen wir gesagt, Mittag Mittag. Schweinsbraten und es ist eigentlich ein Sonntagsbraten, gell? Also, Ist ja wurscht. ich möchte es nur gesagt haben. Wir essen bloß Samstag, weil wir bei Nausen sind. Und ja, dann können wir gleich zum Abendessen, oder? Ja. Steak. So ist es. Was Sorry, soll man machen? Brotzeit ist geil mit einem coolen Radi, mit einem selber bewahrten Brot oder sowas und mit, Ja. was weiß ich, mit scheiß Kräuterbutteraufstrich oder Bärlauchbutteraufstrich oder so ein Scheiß. Käseplatten. Oder ein Schmankerltopf vom Weber. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist schon geil. Aber es geht halt nichts über ein verficktes Steak. Es ist halt so geil. Und es ist, keine Ahnung, Das mit stimmt. 200 Gramm Fleisch. 200 Gramm, nur. Ja, Steckelfleisch, was hat das? Die, was wir jetzt mal gekauft haben, hatten so Pi mal Daumen 300. Ja, okay. Mei. Ein halbes Kilo Fleisch auf dem Teller liegt. Und du davor hockst und du rührst es und ich muss tatsächlich sagen, das beste Steak nach wie vor ist halt uns, das der Kevin gemacht hat. Ja. Zugeben. Aber das beste Steak ist mit Avocado in Slices, mit den knusprigen Chiliflocken oder was das waren. Und nur einen grünen Spargel, der rausbrochen ist. Finde ich so. Mit Speck ummantelt. Und Kräuterbutterbrot. Ja, Baguette. ja, wir haben schon verstanden. Und am besten noch ein Ei. Also Spiegelei Ja. oder sowas, fand ich auch noch geil. Na, aber das ist, oh, wow, das wäre meine Henkersmahlzeit auf jeden Fall. Oder Philly Cheesesteak Sandwich, aber das ist schon wieder nicht so. Ja, aber einfach Henkersmahlzeit, Steak, eine Flasche Bier und als Dessert Borish Cream. Und das sehe ich ist mir es. schon. Ja, das ist es. Ja, Desserts kann man auch noch sagen eigentlich.
Borischcreme. Desserts. Ja, also gibt ja nichts Offensichtlicheres. Na, ich muss tatsächlich sagen, diese schwedischen Zimtschnecken, die Annabelle Öwe macht, Ja. die sind halt ziemlich gut. Das stimmt auch. Aber ich mag halt Borischcreme echt gern. Ich mag das Ich richtig verstehe gern. das, ja. Ja. Ich würde sagen, das ist unentschieden. Ich habe Hunger. Ich würde sagen, das ist unentschieden. Und damit würde ich sagen, Essen hat Bayern gewonnen. Auf jeden Fall. Ja. Tja, Bayern, müsst ihr am Abendessen ein bisschen arbeiten. Ihr Loser. Jetzt haben wir den zweiten Punkt. Getränke. Obwohl, wir haben ein Zwiebelrostbrot vergessen. Scheiße, stimmt. Ja, der geht immer. Der geht immer. Ja, aber Steak trotzdem geiler. Ja, das stimmt. Ja, Getränke. Bier. Ja, ich glaube, wir wollten aufs Bier ansprechen, Ja. anspielen, aber so Sachen wie Spezi gibt es ja auch noch. Ich hätte eher gedacht, wir nehmen jetzt mal nur Deutschland vom Ding, was wir in Bayern hauptsächlich trinken und was die oben vielleicht mehr trinken würden. Ja, mehr sind international wie national. Ich weiß aber, Bin dumm. nein, ich habe ja gerade gesagt, wenn wir jetzt nur von Deutschland ausgehen würden. Dumm ja nicht. Dann machen wir das halt nicht, Mann. Ja, okay. Also wenn wir jetzt Bayern, nur vom Bier. Ja, Bayern, Einfach. Bier, ganz einfach. Wenn du Sowas mit dem von- Rest der Welt vergleichst, nennen wir ein perfektes Bier auf dieser scheiß International. gottverdammten Erde. Wasser. Ja, Geschafft, oder? Reiswasser. wenn du die Scheiße, ich meine, nimm da ein perfektes Gustel in die Hand. Kriegst ja an Warte, ich sich stell's mir vor, mittlerweile, ich habe gerade keins. nimmst da einfach mittlerweile, deutschlandweit kriegst du es ja. Ja. Oder nimm mal Hofbräu. Ja. Was ist ihm? Einfach ein gutes Vollbier. Fertig. Und dann holst du irgendein anderes Bier, Heineken zum Beispiel, das du überall auf der Welt kriegst. Kann die Und dann kotzen. probierst beides nebeneinander. Ja. Und jetzt sag mal, von welchem Bier du einen Ständer kriegst. Also legst du anscheinend beim Heineken. Schlampe. Echt so. Wirklich. Ja, der Wahnsinn. Na, natürlich Also vom... biermäßig auf jeden Fall. Ja. Bayern, getränkemäßig allgemein, glaube ich, ist halt so. Ja, wir haben was einfach- halt siehst, wir haben halt, also ich weiß nicht, ob Bayern Spezi erfunden hat. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber Das- ich keine Ahnung. würde schätzen vom Können wir einen Namen. Faktencheck kriegen. Geil. Der Wahnsinn. Ja, Spezi. Späti. Ja. Ein Cola-Mix. Über Red Lobster die Preise gefunden. Ja. Und? $18 eine Platten, wo alles drauf ist. Okay, das geht aber voll Geht klar. echt fit, ja. $18 für Platten, wo es drauf ist. Damit ihr das hier in diesem Podcast zuerst gehört habt, nächstes Jahr gibt es einen Stream aus Red Lobster. Das koffeinhaltige Cola-Orangen-Mischgetränk Spezi wurde vom Brauhaus Liegele aus Augsburg erfunden. Der Wahnsinn. Spezi, beste Geil. beste Limo. Ja, das haben sie ab und zu mal in Amerika auch drin gehabt. Die Amerikaner feiern es nicht ganz. Also die finden es irgendwie gut, den Geschmack, Paulaner aber hat jetzt exportiert, oder? Ja, Paulaner genau. hat jetzt Paulaner Sunset, hast du drin, Ja. glaube ich, ja? die finden es okay. Ist halt was ganz anderes für die Amerikaner, weil das nicht so süß ist wie die anderen Getränke. Also für uns hier ist es süß, für die drüben ist es Wasser. Weil die Ist eher Getränke, bitter für die, oder? So herbmäßig. ja, Ja, die ganzen Süßfotzen. also kennst du ja Fanta und sowas, das ist ja 30 bis 100 Mal süßer da drüben als hier. Es ist Ja, und dann abartig. gehst du nach Mexiko und das Nummer ist süßer. Ja, das stimmt. Na, also, Bier und Spezi gewinnt auf jeden Fall. Ja. Gut, geht immer. Fanta ist auch eine deutsche Erfindung, Ja. muss man dazu sagen. Cola, also Coca-Cola, Pepsi und sowas natürlich alles geile Sachen. Aber Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Wahl zwischen einer Pepsi habe, einer Pepsi-Cola und sagen wir mal Paulaner Spezi oder Flötzinger Spezi, mag ich tatsächlich mittlerweile lieber. Ja, Da den Spezi nehmen. auf jeden Fall. Weil der geht immer. Und wenn es ums Saufen geht, dann nimm ich ein Bier. Ein Kreiswasserbier. Das ist so. Ja. Ja, Absolut. Ist so. Nicht so wie dieses verschissene Reiswasser Budweiser, Alter. Leck meine Eier. Wirklich. Das nächste Mal saufen wir nur noch dieses scheiß Ultra. Ja. Das konnte man wenigstens noch ein bisschen Nein, saufen. das Ultra war kacke, gell? Na. Budweiser haben wir gesagt. Das Light, das Ultra Ah, Light, das Bud war Light, kacke. Das war gut. Ja, das Ultra Light war kacke. Das war ja. kacke, aber das normale Ultra ist gut. Ja, das stimmt. Das kann man trinken. Und das Bud Light habe ich auch saufen können auf jeden Ja, Fall. das war auch okay. Das war extrem viel Kohlensäure, das verstehe ich nicht. Das stimmt. Was ist an der Scheiße Light? Die haben mehr Alkohol drin, mehr Kohlensäure, ein bisschen mehr der Geschmack. Was ist daran Light? Na, ohne Scheiß. Schau mir nicht Keine so. Ahnung, vielleicht haben Ja, sie weniger Zucker drin. dann schau mir nicht so, als dass sie Antwort wissen.
Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Und jetzt kommen wir zu den nächsten, zum Ja. letzten. Und ich glaube tatsächlich, dass da Bayern die Schnauze vorn hat, aber nicht gewinnt. Nee, Tatsächlich nicht. das glaube ich auch nicht. Und zwar Dorfkriminalität. Und wir meinen jetzt nicht so, keine Ahnung, da steht halt irgendein Typ vor deiner Haustür und knallt die mit einer Wumme ab oder sowas, sondern wir meinen halt sowas wie Schwarzfahren oder mit dem oder wir halt mit Ja, einfach, mit keine Ahnung. Restdampf Auto fahren Unter oder anderem. einen Bierzeit zusammenschlagen oder was weiß ich jetzt, sowas. Einfach Bullshit. Radl klauen. Ja, einfach Scheiße bauen. Ja, halt Blöd Scheiße gesagt, bauen, ja. Jugendliche Scheiße bauen. Ja, wo es Ja. in der Stadt halt wahrscheinlich 3 Jahre einsitzen darfst und Wahrscheinlich. hier auf dem Dorf sagt der Gibt's Dorfchef halt so, hey, ich sage deinem Papa, du Ja. Arschloch, und der wird dich schon gescheit zusammenschlagen, du Drecksau. Richtig. Ja, und dann wird der Papa sagen, das ist Schwachtmastrunge, ich Der wird das schon richtig gelernt haben. aber das so richtig. Ich habe mir gesagt, dass ich mit dem Hoftrag fahren. Mir doch wurscht, ob der erst 4 ist. Der sieht schon drüber über den Kreidel. Echt so. Ja, na, Dorfkriminalität ist ich finde es scheiße lustig, ich finde es Ja, geil und das sind das halt Sachen, stimmt. die jeder von uns schon gemacht hat. Ja. Also besonders halt mit Rest am Autofahren oder sowas ist halt einfach Das ist passiert. halt einfach so. Das ist so. Das passiert. Oder, keine Ahnung, irgendwo über den Bauzaun steigen, damit man aufs Festel kommt oder so. Also Oder theoretisch auch generell mit dem illegal. Auto ein bisschen Scheiße bauen. Ja, Auf abgesperrtem Gelände natürlich. ja. Gegen sich selbst Rennen fahren, quasi. Ja. Ja, na. Also ist schon geil, aber dann fliegen wir jetzt ganz schnell mit dem Flugzeug rüber nach Texas. Ja. Rüber? Ich will, Das dass dauert ein da bisschen vorbei länger. zieht. Ah, ja. Puh, ah, fuck, wir sind im Atlantik abgestürzt. Scheiße. Jetzt müssen wir schwimmen. Ja. Na, was Rednecks, was Rednecks Ja. angeht. Es gibt ja eine bekannte Redneck-Party, die mit Monster Trucks und alles Mögliche sind. Ist dir jetzt erst aufgefallen, dass der Stuhl da steht, oder was hast du vor? Du kannst ihn schnell jetzt einmal wegzeigen. Okay. Das ist was sonst Ja. jetzt vor. Über Na. das gesehen. Und es gibt eine riesen Redneck-Party. Und da war Schäfchen, war das, glaube ich, gell? Der drüben war und ein Video gemacht hat. Von Boah, das der. kann sein, ja. Ich weiß nicht, ob es die größte war, aber es war auf jeden Fall die abgefuckteste. Was ich bis jetzt mitbekommen habe von Partys. Ja, aber Da war das ist ja der angemeldete Scheiß. Ja, aber es gibt gibt- ja auch den nicht angemeldeten Scheiß. Da Ja, geht's genau. halt richtig, aber da davon gibt's halt kaum gibt's Videos davon. Genau, da gibt es keine Videos Ja. davon. Das sind ja diese Matt-Partys. Mhm. Aber da laufen sie halt alle rum mit ihren Wummen. Die ballern da rum ohne Ja. Ende, fahren ihre Monster-Trucks, die getunten Autos, die eigentlich komplett Brutal. illegal sind. Zerstören gegenseitig ihre Karren. Flexen irgendwelche blonden Weiber die ganze Nacht Ja. durch, schlafen mit dem Zeiter. Also ohne Scheiß. Brutal. Redneck Country Life in Amerika. Mhm. Das ist scheiße witzig. Es ist einfach scheiße witzig. Vor allem, wenn man seine eigene Ranch hat mit 100 Quadratmeter. Mhm. Keine Nachbarn. Ja. Was dazu sagen, hat das Overall-Rating gewonnen? Bayern. Schon, gell? Ja. Also ich meine, klar, Dorfkriminalität in Ist Anführungszeichen, witzig. Ist halt, ich hatte halt ein bisschen nachlassen in Bayern, das war damals auch das lustiger. stimmt. Keine Ahnung, wo du halt dieser runterschippern hast können und Nur mit einem Kasten Bier drin. Ja, jede zweite Stadt, die irgendwie hergegangen ist, hat gerade ein Festel gehabt und dann hast du halt überall zugesoffen wie Sau. Das gibt es halt mittlerweile nicht mehr. Na, Das ist nicht mehr so viel. aber für mich hat es auch Bayern gewonnen, weil Bayern ist das beste Land. Auf Bayern jeden ist Fall. das schönste Land. Wie der Markus wieder einmal sagte. Zitat. Ende. Kevin? Ja. Kevins Blutin? Ja. Was wäre, wenn du von jedem Tier auf diesem Planeten geschlagen werden kannst, ja, auch von Ameisen, auf die peinlichste Art und Weise, du aber nichts davon spürst und online damit nicht viral gehen kannst? Das ist machen oder nicht? Also allein für den Fun Fact, dass ihr das dann seht und ich damit keinen Schmerz irgendwie verspüre, finde ich scheiße witzig. Wie darfst du das nutzen? Dazu dann eher so sagen, weil du ja keinen Schmerz verspürst, dass jetzt, keine Ahnung, du lässt jetzt von einem Elefantenzahn trampeln oder sowas oder du lässt jetzt wirklich von, keine Ahnung, Blödes Beispiel, einer Maus verprügeln. wo du mir die Insta-Beiträge gezeigt hast, wo der eine Typ da mit dem Schaf da zusammenrennt und bla bla bla. Genau so. Bloß es geht halt nicht viral, aber das ist mir ja wurscht. Ja. Also mal für die Freundesgruppe solche Videos zusammenstellen zu können, wäre es das, glaube ich, Es das wird safe so Witzigste, oder so viral gehen. das Witzigste überhaupt. Ja. Also wirklich. Ich darf mir da von allem zusammentrampeln lassen,
also anknabbern Aber lassen oder sonst irgendwas. Du oder spürst von keinen Ameisen. Schmerz, hast nicht, dass du keine Verletzungen hast. Okay. Das Ja, wird ist da dann so ein doof. Nerv fehlen, wo du quasi keinen Schmerz mehr fühlst Okay. und dann, keine Ahnung, schneidet dir jemand der Kehle aus Versehen durch und bist halt dann trotzdem tot, auch wenn du nichts spürst. Aber ich lächle dann wenigstens, oder? Ja. Weil ich nichts spüre. Ah. Na, dann ist vielleicht so 50-50. Ja, kann Ja. ich verstehen. Ja. Bist du bereit für das Dilemma, das von unserer netten Regie geschrieben wurde? Ja. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, deswegen werde ich es jetzt live hier vorlesen. Ist das was ich vorlesen darf? Ja. Okay. Wenn man nicht sicher ist. Schwierig, aber ich glaube, der Kevin wird das gut beantworten. Okay. Du musst entscheiden, ob du mit deinen Freunden in den Urlaub fährst. Die Unterkunft ist perfekt, deine liebsten Freunde sind dabei und ihr habt eine gute Zeit. Du kannst all das haben oder dich für den Freund deiner Freundesgruppe entscheiden, den du am wenigsten magst. Dafür jedoch ist der ganze Alkohol und jedes Dinner im Urlaub inklusive, aber egal was du machst und wo du hingehst, dieser eine Freund muss immer bei dir sein, egal was du tust. Also, für mich, mein Erbsenhähnchen muss das kurz verarbeiten und nochmal erklären. Entweder Freundesgruppe, Du hast einen geiler tollen Urlaub, super der Wahnsinn, Ja. muss aber alles selber zahlen, quasi. Ja, genau. Also so wie nächste Oder Woche. ich fahre mit irgendeinem Vollspacki dahin, der sich mein Kriegst Freund alles nennt. Na, es muss der, den aus der Freundesgruppe sein, Okay. den du am wenigsten magst, so habe ich dieses verstanden. Ach so. Ja, ich fahre mit dir in Urlaub, ist okay. Und da wird mir dann quasi alles gezahlt, aber die Person muss halt mit dabei sein. Ja. Auch wenn es mir dermaßen auf den Sack geht. Egal bei was. Auch beim Kacken und beim Pissen und Boah, das ist... alles. Ja, ja. Freundesgruppe, sowas von ist mir wurscht. Okay. Also, Und damit vielen Dank fürs Zuhören. was soll ich sagen, Thomas? Mit dir würde ich jetzt nicht alleine in den Urlaub fahren. Ja, das können wir schon vorstellen, ich mit dir auch nicht. Eben. Ja. Und so Glaub viel da- Bier kann ich, glaube ich, gar nicht trinken, dass das irgendwie schön wird. Ich muss ja bloß eine halbe trinken. Psch. Da kriege ich jetzt erst die Nachricht. Ja, das ist ja nicht gegangen. Ja, ist schlecht. Okay, auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Ja, Wir haben danke. gesagt, heute wird es wieder eine kurze Folge. Jetzt hocken wir schon wieder, sind wir 40 Minuten dran. Auf jeden Fall, ihr könnt euch nächste Woche darauf freuen, wenn wir uns aus Kroatien melden, weil. Mann, jetzt haben wir es verraten. Oh, Ich wollte eher so sagen, vielleicht sind wir in Mondamorat. nein, Aber wir mein, sind das in ist komplett Kroatien. reingeschissen. Ja, mein Gott. Einmal komplett Die reingewichst. 5 Leute, die sich das anschauen, werden den Einmal die Scheißdreck dafür interessieren. Bubensahne verteilt auf den ganzen Tisch. Mann. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, folgt uns, um keine Folge mehr zum Verpassen. Lasst uns ein Like und ein Kommentar da. Wenn ihr den Satz einmal gerade rausbringt, dann lasst es euch wissen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Einen guten Rausch. Habe dir bis zum nächsten Mal. Mittwoch um 15 Uhr. Hab ich lieb, Mausis. Ja. Tschüssli. Vielleicht wieder Wasserflecken, könnt ihr die Schier. Aber warte mal. Heute, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt. Heute, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die